Hey Friends, willkommen zurück bei «Lass mal». Heute bin ich mein hure hyperaktiv im Fall. Disclaimer. Vielleicht wird es ein bisschen wilder. Also ich meine, es ist ja schon immer wild, oder? Heute habe ich mein iPad auf dem Schoß, weil ich habe nämlich während meiner Vorlesung Gedanken zum Podcast aufgeschrieben, anstatt zuzuhören. Und normalerweise habe ich auch immer mein iPad da, aber so auf einem Tischchen da vorne, dass man es gar nicht sieht. Aber ich habe so klein geschrieben, Digga. Ich kann das nicht von weitem lesen. Darum muss ich es jetzt so ein bisschen bei mir haben. Aber ich habe das Gefühl, es schaut niemand von Video, also sollte es nicht so stören. Ja, wie geht's uns? Mir geht's ein bisschen durchwühlt, kann man das so sagen. Ich habe im Fall no joke gerade vorher ein Mental Breakdown gehabt über genau das Thema, das wir heute reden. Nämlich geht es heute um Social Media, also Influencer-Leben, whatever. Und wenn das irgendjemand hört vom Management, meine Mami, meine Friends, macht euch keine Sorgen. Bitte fragt mich nicht, ob alles gut ist. Es ist alles gut. Aber ab und zu bin ich einfach überfordert, okay? Danke. Genau. Ich habe nämlich auch allgemein so ein bisschen, wie immer, überlegt, so, was denke ich dazu, was könnte ich erzählen. Aber ich habe auf dem «Losemal»-Account auf Insta gefragt, ob irgendjemand spezifische Fragen hat. Und ihr habt ein paar interessante Fragen gefragt. Darum gibt es so eine Folge, die quasi einfach so durchmischt. Ein bisschen meins, ein bisschen eures. Question and Answer, Q&A. Habt ihr gewusst, dass Q&A für Questions and Answers steht? Und FAQ ist Frequently Asked Questions. Ja, jetzt haben wir heute auch schon etwas gelernt in diesem schönen Podcast. Was habe ich eigentlich normalerweise? Live-Update habe ich nachher noch am Anfang. Mein Live-Update ist... Oh, darum geht es mir so. Ja, Leute, heute ist Samstag, ich nehme hure spät auf. Normalerweise nehme ich so am Anfang der Woche schon die Podcast-Folge auf. Und es wird immer am Sonntag gepostet. Aber jetzt ist Samstag. Das heisst, morgen am Morgen muss das gepostet sein. Yeah, ich habe mein Leben im Griff. Am Donnerstagabend bin ich... Nacht oben, bin ich das erste Mal richtig besoffen gewesen. Könnt ihr das glauben? Ich war einfach besoffen gewesen und es ist mir gar nicht gut gegangen. Und ich habe das Gefühl, ich bin immer noch von dem am Erholen. Und an alle, die noch nie besoffen waren, weil wir hören auch noch jüngere Leute zu, sind im Fall ihr verpasst nichts. Ihr verpasst gar nichts. Darum, ja, das ist so mein Statement. Erzähl jetzt bitte keinem, aber ich habe gekotzt. Ich glaube, ich fange einfach zuerst mal an, allein zu erzählen. Weil viele von den Fragen, die mir gestellt worden sind, habe ich schon so ein bisschen in meinem Zeug, das ich mir selber überlegt habe, so ein bisschen beantwortet. Und nachher schaue ich einfach noch kurz allgemein im Handy, was es sonst noch so gibt. Sind wir einverstanden? Erstmal, bitte nehmt alles mit so mit einer Prise Salz, oder? Weil wir reden da über eine extrem privilegierte Situation, dass man überhaupt so Influencer sein kann. Sorry, ich hasse das Wort, aber ja, dass man überhaupt mit dem ganzen Zeug Geld verdienen kann und dass man sich das erlauben kann und dass man mega viel Spass hat und an so viele Sachen eingeladen wird. Und es ist echt proportional viel Geld für das, wo es vielleicht, also ich meine im Vergleich zu anderen Berufen. Darum, klar, es ist wie immer Meckern auf einem hohen Niveau. Es ist aber trotzdem, denke ich, wichtig, so ein bisschen darüber zu reden und die Realität ein bisschen darzustellen, weil ich glaube, mega viele stellen sich das immer noch vor, als so, ja, halt auch wie das so in diesen Vlogs und so von diesen Influencern immer so dargestellt wird, so, ja, da bin ich um 12 Uhr aufgestanden, dann habe ich mir meine Nägel machen lassen und dann bin ich noch ins Starbucks gegangen und ja, dann war der Tag eigentlich auch schon zu Ende. So ist es im Fall nicht. Und auch nicht für die Leute, die Vlogs machen, ist das auch nicht so. Die machen halt einfach nur so Vlogs. Genau. Darum habe ich gedacht, ich erzähle erstmal natürlich die Benefits. Weil die sehen ja alle die ganze Zeit auf Social Media. Und es ist wirklich so, du wirst ab einem gewissen Punkt, aber wir sind am Anfang nicht, aber wir reden jetzt so, also, nein, stopp, ich rede einfach von meinen Erfahrungen. Irgendwann wirst du halt einfach überall eingeladen, mehr oder weniger. Außer sie haben dich irgendwie nicht im Blick und vergessen dich einzuladen. Alle deine Friends sind eingeladen, außer du. Das ist dann auch ein bisschen unangenehm. Aber du wirst eingeladen an, keine Ahnung, Kinopremiere, an Konzerte, an Festivals, an, ja, ich weiß doch auch nicht, mit irgendwelchen bekannten Musikern irgendwie TikToks dürfen machen. Denen von Deutschland, ich weiß nicht, wie das bei uns ist, mir ist das noch nie passiert, aber die in Deutschland auf jeden Fall kriegen also mega Outfits zur Verfügung gestellt, Autos für Trips, irgendwelche Wohnungen, so ganze Ferien. Mir ist auch schon
zum Beispiel auf Berlin ein Trip gezahlt worden. Und das sind dann wirklich, wenn ihr seht, irgendwo geht irgendwo an, alles wird übernommen. Das ist wie, man muss das wie, das klingt mega dumm, aber es ist wirklich so eine Geschäftsreise dann. Es ist wie so, du hast dann deine Spesen, du kannst sagen, Taxi gebraucht, zack, die zahlen das. So, du bist überall eingeladen, irgendwann denkst du halt also, ja, okay, ich will nicht überall an. Am Anfang ist es mega so, wow, oh mein Gott. Und dann gehst du überall an und so und musst für jeden Scheiß das Outfit haben und gibst schlussendlich sehr viel Geld aus nur für das. Und hast am Schluss gar kein Geld damit gemacht. Also, ich glaube, Leute werden auch bezahlt, um an den Ort zu gehen. Aber das ist, ich weiß nicht, ob das in der Schweiz passiert. Also ich bin noch nie bezahlt worden, um irgendwo hinzugehen. Das wäre dann schon ein bisschen oder bin ich das? Nein, ich bin bezahlt worden schon für so Meet-and-Greet-Type Sachen. Also ich bin 4 Stunden irgendwo und kriege nachher Geld dafür, dass ich einfach dort war. Das ist schon, aber das ist irgendwie, das ist so allein. Es ist nicht so ein Event. Ich weiß nicht, okay, es ist schon ein Event. Ja. Dann, du kriegst PR-Päckchen, also ich weiß gar nicht, für was PR steht. Fuck, Mann, das hätte ich googeln. Du kriegst eben einfach, wenn einmal eine Brand oder eine Agentur deine Adresse hat, kriegst du einfach so random Päckchen. Und irgendwann ist es wirklich so, eigentlich ist dein Haus nur noch so eine Paketauffangstation von so random ass Sachen, die du gar nicht brauchen kannst. Oder irgendwie zum Beispiel so Make-up-Sachen, die gar nicht deine Farbe sind. Oder irgendwie Sachen zum Haarfärben, obwohl du deine Haare gar nie vorgehabt hast zu färben. Oder das sind vor allem so Sachen, wo ich mir persönlich die Hälfte der Zeit denke, so, wow, wem schenke ich das jetzt? Wem tue ich das unterjubeln? Und es ist so viel Müll und so viel Karton. Meine Mami geht jedes Mal durch, was kommt jetzt wieder? Ich bin unschuldig, ich habe nichts bestellt. Ich habe wirklich, also doch, ich habe schon was bestellt. Aber das ja gehört nicht dazu. Ja, das ist wirklich, das stimmt, also ich kann mir gut vorstellen, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, aber ich sehe immer so Videos von den amerikanischen Influencern, die so «Unbox my PR packages with me. 1 week of PR.» Und nachher haben die so einen riesen Berg von Sachen. Das ist jetzt bei mir persönlich jetzt nicht so. Also bei mir ist es wirklich so, bei mir kann man sich vorstellen, so vielleicht so 1 bis 3 Sachen kommen schon in der Woche an. Im Moment. Es ist natürlich auch nicht immer gleich, aber das ist jetzt so das Ausmaß, was es bei mir jetzt gerade hat. Und es ist dann auch immer, es ist nicht so ein Ding. Es ist zum Beispiel, «Hey, das ist unser neuer Blush. Wir schicken dir jede fucking Farbe von diesem Blush.» Und du bist so, «Oh, okay.» Oder? Also, einerseits ist es mega cool, man kann mega viele Sachen ausprobieren und so. Andererseits fühlt man sich, also ich persönlich fühle mich mega so, was mache ich jetzt? Und der Point von PR ist, wenn zum Beispiel jetzt eine Brand ist, die einem mega gefällt oder so, dann kannst du das posten. «Hey, oh mein Gott, schau, was angekommen ist» oder so. Aber PR, du musst nie wirklich Werbung machen. Es ist nicht gedacht, oder logisch denkt sich die Brand so, ja, hoffentlich posten sie etwas. Aber es wird nichts von dir erwartet. Du kannst easy das Zeug einfach annehmen und nie überhaupt die Welt wissen lassen, dass du das bekommen hast. Sonst wäre das irgendwie eine Dauerwerbesendung, wie habe ich es richtig gesagt? Keine Ahnung. Und dann, keine Ahnung, postet man vielleicht einfach nur, eben wenn wir jetzt fucking Chanel würde etwas gratis schicken, wäre es ja gleich gratis Werbung, die ich machen würde. In dem Sinne, sie würden mir nicht zahlen dafür, dass ich es poste. Aber ich wäre so, wow, riesen Flex, Chanel hat mir das Parfüm geschickt, oder? So funktioniert das. Das heisst, die Brands erhoffen sich einfach, dass sie ein bisschen so Exposure bekommen davon. Und wenn nicht, dann ist halt zum Beispiel ihr Produkt in einem random Bild dabei, wenn du einen Pulli von denen anhast. Oder mal im «Get Ready With Me», wo ist der Augenbrauenstift drin, den sie dir geschickt haben. Und so haben sie halt trotzdem so low-key halt irgendwo ein bisschen geinfluenced, oder? Ohne, dass du «Hi, das ist mein neuer Augenbrauenstift, der ist von nix, kaufe den auch». Wisst ihr? So. Das ist der Point von PR. Am Anfang, Bros, das hittet so rein. Wirklich, das ist so das, wo mir am meisten Freude gemacht hat. Und ich freue mich immer noch mega, weil es sind auch mega oft so richtig herzige Briefe drin, weil irgendwann kennt man einander halt so und auch die Leute, die das verschicken und so, und dann ist es mega toll. Aber es ist halt trotzdem so, mittlerweile ist so, okay, aber es ist ein bisschen viel Abfall. Wisst ihr, das ist wirklich wieder das so Meckern auf hohem Niveau. Wirklich ohne Scheiß. Ich denke auch so, oh, hoffentlich kommt die Woche nicht so viel, dass meine Mama mich nicht zusammenschießt für den ganzen Abfall. Sie haben mich noch nie actually zusammengeschissen. Ich sehe einfach, dass es sie nervt. Sorry, Mama.
Was sind wir? Wir sind am Benefits besprechen gewesen, genau. Eben so die ganzen Einladungen, obviously das Geld, das man bekommt, Opportunities und so. Du kriegst, je mehr Werbung du machst, zum Beispiel, das wird ja alles boosted, so meistens. Und boosten heisst, dass die Firma deinen Post promotet. Also das ist das, was man sieht auf der For You-Page, wenn man so, also zum Beispiel jetzt auf TikTok, wenn man scrollt und es kommt so ein Sponsored Post. Sorry, mega viele englische Begriffe heute, bitte schiessen wir nicht zusammen. Dann zahlen sie Geld, um eine gewisse Anzahl Views, also quasi, sie kaufen eigentlich Views. Und durch das, logisch, also ich weiß nicht, jeder von euch hat wahrscheinlich schon 100-mal so irgendeine Werbung von mir auf der For You-Page gehabt, weil halt gezahlt worden ist für die Exposure. Und du kannst dir halt auch denken, wow, oha, geil, kann ich sagen. Du kannst dir denken, oha, geil. Erstens, ich habe Geld bekommen von dieser Werbung. Zweitens, jetzt zahlen sie noch Geld selber, dass es so viele Leute wie möglich sehen und ich werde Fame durch das. Also das ist so ein bisschen, ich denke mir das nicht, ich finde es eher logisch unangenehm, weil es sehen halt dann Leute, die gar nicht daran interessiert sind und dann kommen immer scheiß Kommentare. Aber ja, das ist auch ein Benefit. So, sobald du Werbung machst, kriegst du halt instant auch mehr Reichweite. Oder irgendwie so mehr, vielleicht nicht Reichweite, aber mehr, wie sagt man? Wie sagt man dem? Keine Ahnung, Leute wissen einfach, wer man ist, irgendwann, wenn du die ganze Zeit so Paid Posts hast. Habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ich glaube wirklich, es gibt Leute, die kennen mich zum Beispiel nur von spezifischen Werbungen und sind so, ey, bist du nicht die von blablabla? Und ich so, nein, ich bin immer. Aber ja, stimmt schon. Und durch das, dass man sich dann halt irgendwann so ein Netz aufbaut und je nachdem, mit was für Brands man halt zusammenarbeitet und so, ist irgendwann halt auch glaubwürdiger oder irgendwie, keine Ahnung, es ist dann so ein bisschen professioneller. Zum Beispiel, wenn du jetzt, was wären Brands? Wenn du halt nur mit so Riesen, zum Beispiel, alte, weiss doch nicht, du machst so Helvetia-Versicherung, SRF, irgendwas. So Sachen, wenn es so halt seriöse Sachen sind, dann habe ich das Gefühl, du kriegst auch irgendwann richtig gute Möglichkeiten, zum grössere Sachen zu machen, zum Beispiel eigene Projekte oder im Fernsehen etwas oder so. Also, die Frage ist ja dann auch, ob du das machen willst und ob du Zeit hast und so. Aber man wird dann viel mehr in das einbezogen, was ja eigentlich, ich muss auch überlegen, das ist so krass, dass man einfach so Videos im Internet veröffentlicht. Also, ja, ich beziehe mich jetzt halt vor allem auf TikTok, weil ich dort wie sagt man, Erfolg hatte. Du fängst so an mit so kleinen Videos und hast schlussendlich irgendwie die Opportunity, irgendwo eine Fernsehshow moderieren oder so. Oder in der Zeitung irgendwie etwas von dir erzählen oder so. Das ist für mich so krass und das ist fix ein mega Benefit, je nachdem, was halt dein Ziel ist. Für mich persönlich, mein Ziel war ja gar nie, irgendwie Fame werden. Also, sorry, ich weiss nicht, wie man dem anständig sagt. Ich sage jetzt einfach Fame. Das klingt so grässlich. Aber ja, das war ja nie mein Ziel persönlich und ich weiß immer noch nicht ganz, wie ich mit dem umgehe, aber ich würde jetzt schon mal das so zu den Benefits zählen, weil du einfach recht viele Möglichkeiten bekommst und hure viel geile Sachen erleben kannst durch das Ganze. Ja, ich würde mal sagen, das sind die Benefits. Dann kommen wir zu Brand Deals, wie das so abläuft, hinter den Kulissen, bla 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 bla. Erstens will ich auch mal kurz alle Influencer in den Arsch bausen mit dieser Aussage, aber ich weiss nicht, in der Schweiz ist es nicht so oft so, weil in der Schweiz wir sind glaub, recht hintendrein, was so Influencer-Marketing überhaupt angeht. Aber in Deutschland, ich sehe so oft die Videos, wo sie sind, ja, hallo Leute, heute war ich bei DM, ich mache euch einen Haul und so und bla 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 und ich war spontan, habe ich dann noch das und das gefunden, habe ich gleich mit nach Hause genommen und wir probieren das jetzt aus. Und denkst du aber trotzdem in der Caption irgendwo versteckt so Werbung. Bro, das ist nie spontan. Das ist nie spontan, dass sie sagen, oh, jetzt habe ich das gerade gekauft und wir probieren das jetzt zusammen aus und nachher so, wow, mega geil. Nein, die sind literally fucking, erstens, die haben das wahrscheinlich nicht mal selber gekauft, das ist denen wahrscheinlich heimgeschickt worden. Zweitens, die sind bezahlt worden für das und drittens ist wahrscheinlich wochenlang geplant worden, was dort genau abläuft und bla bla bla. Und du hast etwas unterschreiben und du hast einen Vertrag und so. Das ist nie so spontan. Ausser es ist halt keine Werbung und ist auch nicht gekennzeichnet als Werbung. Aber ich hoffe, was wisst ihr? Wir müssen alles als Werbung kennzeichnen.
Zum Beispiel, wenn ich jetzt so ein PR, so ein geschenktes Päckchen in meine Insta-Story posten, ich müsste anschreiben, unbezahlte Werbung, weil es halt trotzdem irgendwo werbend ist, auch wenn ich kein Geld dafür bekomme, auch wenn das nicht der Point richtig von meiner Story ist. Man muss trotzdem alles kennzeichnen. Und wenn ihr das amigs seht, dass Leute das nicht kennzeichnen, dann wisst ihr, irgendetwas ist falsch gelaufen, weil eigentlich müssen wir das wirklich machen. Ich glaube, in der Schweiz ist es auch noch nicht so wirklich kritisch, aber es hat halt wie so ein bisschen etwas mit der Ethik zu tun, dass man authentisch und transparent ist und halt einfach sagt, so, ja Bro, mir ist es in den Arsch gesteckt worden, Achtung. So, und nicht einfach, ich finde es auf magische Weise, das Produkt, und finde es magisch mega geil und es löst jedes Problem in meinem Leben. Wisst ihr, was ich meine? Ablauf von der Brand Deals wollte ich eigentlich erzählen. So viel zu der Ordnung. Also du kriegst also ich glaube, man kann auch selber Brands anfragen, so «Hey, liebe eure Sachen, habt ihr Lust mit mir zusammenzuarbeiten?» Aber ich persönlich mache das nicht. Und, aber ich glaube, das ist nicht so häufig. Normalerweise, du hast irgendwie so eine Business-Mail in deiner Bio, wo die Firmen kontaktieren können. Und meistens sind das dann aber Agenturen. Also es kann man nicht so oft, also zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, Essie, Nagellack, kommen jetzt nicht zu mir persönlich, sondern sie kommen über eine Agentur, wo dann auch noch Geld bekommt, und dann bekomme ich einfach noch von der Agentur einen anderen Anteil Geld, wo sie quasi bekommen haben, also zum Aufteilen. Die Brand, zum Beispiel jetzt eben Essie, sagt, hey, wir geben dir, keine Ahnung, 10.000 zur Verfügung, und du suchst dir als Agentur gewisse Influencer aus und musst das Budget aufteilen. Und logischerweise, weil die Agentur auch genug Geld selber behalten und du dann mit den Influencern verhandeln, und die Influencer wollen logischerweise so viel Geld wie möglich aus dem rausbekommen, weil sie sich sonst auch verarscht fühlen. Und dann ist es so, der zweite Step wirklich einfach so mega verhandeln. Und das ist, am Anfang ist das wirklich, also ich muss euch überlegen, als ich das erste Mal etwas für Geld gemacht habe auf Social Media, bin ich 17 gewesen. Ich hatte doch keine Ahnung gehabt, was man da machen muss. Und ich habe logischerweise auch kein Management gehabt, also jetzt habe ich ja das Management. Aber das ist wirklich sehr unangenehm, auch für sich selber so einstehen, dass man irgendwie seinen eigenen Wert definieren und so, ja nein, ich will aber so und so viel. Und eigentlich wissen beide Seiten so, es ist so oder so ein absurder Betrag von Geld meistens. Also irgendwie auch nicht, weil es ist Werbung, und zum Beispiel Fernsehwerbung oder Werbung am Bahnhof auf einem Plakat ist 100-mal teurer, aber es ist trotzdem so, oh mein Gott, verlange ich jetzt gerade wirklich mehr als 1 Franken für das Video? Oh, da wird mir gerade ein bisschen schlecht. Es ist wirklich unangenehm am Anfang. Mittlerweile für mich geht's. Vor allem auch, weil ich es nicht mehr selber machen muss, aber trotzdem. Ähm, aber warte, du kriegst eine Anfrage, sie sagen dir so grob, ja, um das und das geht es, du müsstest so und so das machen, und wir stellen uns ungefähr die Gage vor, das Geld. Und du sagst dann, ja, würde mir gefallen, oder nein, sorry, passt nicht zu mir. Ich will aber keine Ahnung, 1000 Stutz mehr. Ja, das gibt es wirklich. Wir reden hier über diese Art von Geld. Dann entweder sagen sie, nein, sorry, läuft nicht, dann sagst du entweder, ja, okay, mache ich trotzdem, weil eure Brand gefällt mir mega, ist okay. Oder du sagst, ja, nein, dann kann ich es auch nicht machen. Und dann sagen sie, wir haben noch mal mit dem Kunden geredet, wir könnten dir noch mal 500 Stutz mehr geben oder so. Und dann sagst du, okay, ja, ist gut. Dann unterschreibst du einen ganzen Vertrag. Es ist immer alles unterschrieben. Du machst nichts ohne Unterschrift meistens. Meistens, ich habe immer, und meistens ist wirklich, ich habe auch schon Sachen gemacht ohne Unterschreiben, muss ich jetzt gerade sagen. Aber wenn es im Normalfall unterschreibst du irgendetwas und du hast ein Postdatum, du musst das keine Ahnung, zum Teil 5 Tage vorher schon schicken, dass sie sich anschauen und sagen, ja, das ist gut so oder nein, da muss noch etwas geändert werden. Es gibt auch Sachen, wo man frei machen darf, also wo man nicht mal ihnen schicken muss. Du postest einfach, sie sagen quasi, nein, du weißt am besten, was du machen willst, und das kommt schon gut. Dann vertrauen sie dir einfach blind. Das ist fucking scary, auch als Influencer, muss ich sagen, weil dann weißt du auch gar nicht, ob es ihnen gefällt. Wenn du einmal Feedback bekommen hast, bist du wie so, okay, also ich habe ihre Blessing, um das in fucking Welt zu stellen. Aber wenn nicht, ist es so, hoffentlich kann ich dafür fluchen in einem Video, ich weiß es nicht. Und es ist auch nicht so fake, wie man sich denkt. Also es gibt schon gewisse Sachen, die sind scripted, also da wird ja wirklich alles quasi
vor die Schnorren gehabt und du musst es einfach nur umsetzen. Aber das sind dann auch so Sachen, wo es sehr obvious ist und wo auch nicht der Punkt wäre, dass du irgendwie wirklich deine persönliche Meinung sagst oder so. Aber meistens, es gibt einfach so, sie sagen ungefähr so das Konzept. Wir hätten gern, dass du das und das machst, innerhalb von 20 Sekunden, innerhalb von 60 Sekunden, innerhalb von 15 Sekunden. Wir wollen, dass die Qualität gut ist, wir wollen, dass kein Logospiegel verkehrt ist, wir wollen, dass man keine Kinder sieht. Du darfst nicht lizenzierte Musik rein tun. Bitte brauch das und das Wort oder irgendwie nenn das Produkt beim ganzen Namen oder so, weil das passiert mega oft, dass man das Produkt falsch sagt oder so. Das ist dann auch hure peinlich, halt, wenn sie dir das rückmelden, so, ja, du hast das falsche Produkt genannt. So, Bro, was habe ich bitte schon gemacht? Kann ich eigentlich irgendetwas? Genau, es sind mehr so Kleinigkeiten, wo sie einem, also es ist schon meistens Kleinigkeiten, wo sie einem vorschreiben, dass es so einen gewissen Grundsatz hat, aber sie wollen ja auch, dass wir das Zeug selber machen, weil wir haben unsere Community und wir wissen, was gut ankommt. Und am Schluss muss es authentisch wirken, weil sonst will ja niemand das kaufen, was in der Werbung beworben worden ist, oder? Oh, und was es auch noch gibt, was so low-key ist, ist, dass man bezahlt wird, um gewisse Sounds zu brauchen. Und das musst du auch nicht als, also ich weiß nicht, ob man muss, wahrscheinlich schon, aber das tun die Leute auch nicht als Werbung kennzeichnen. Und das sieht man im Fall irgendwann, du hast so ein Auge dafür, so zum Beispiel, wenn jetzt Charli D'Amelio irgendwie hure viele Videos hat, die so Millionen von Likes haben und dann hat sie so ein Video mit so einem Sound, den gar niemand kennt, wo vielleicht so 20'000 Likes hat, was ja für ihr Verhältnis wenig ist, denkst du so, ah, fuck, Scheiße, ist nicht so gut gelaufen. Sie hat den Sound einfach so müssen brauchen, nicht wahrscheinlich Tausende von Dollar bekommen für das. Ja, das gibt es auch noch. Was ich einfach allgemein noch zu den Brand-Deals gerne sagen würde, ist, dass es wirklich viel Aufwand ist. Also, no joke, ich bin stundenlang an denen dran. Auch wenn es nur ein 10 Sekunden, 15 Sekunden Video ist. Es geht so lang, weil du willst ja das irgendwie auch gut überbringen. Und es kommt ja auch nicht einfach so, also noch authentisch schon, aber es kommt nicht einfach leicht raus, weil es ist ja nicht dein eigener Content. Es ist nicht, «Hi, gehen wir zusammen in die Uni», sondern du machst etwas und willst es gut machen und hast Vorgaben und irgendwie musst du gute Qualität haben und so. Normalerweise juckt es nicht. Einfach mein scheiß Wecker abgegangen da. Ja, jetzt weiss ich irgendwie nicht mehr, wo ich war. Es ist mega aufwendig und es ist auch mit sehr viel Druck verbunden, weil du weißt auch, Leute werden dich wahrscheinlich judgen für das oder denken so, ja, es ist nicht authentisch, weil man wird zahlt dafür oder eben, es wird so vielen Leuten gezeigt, wenn es gepostet wird. Es werden alle Leute sagen, oh mein Gott, die scheiß Influencer haben, die Leute werden sich fragen, wie viel Geld man dafür bekommen hat, alles das. Und das denkst du dir halt schon beim Filmen und darum ist es auch, also für mich persönlich mega schwer, irgendwie so ganz locker auf das einfach anders angehen. So, ja, wenn es nicht gut ist, ist es schon gut so. Ich bin wirklich amigs traurig, wenn mein Video nicht first try angenommen wird. Und das ist normal, dass sie einem sagen, ah, nein, machst du das dann noch mal kurz neu. Oder nein, das Video gefällt uns jetzt nicht, wir haben uns eigentlich etwas anderes vorgestellt. Ich so, was? Fuck, Alter. Darum geben wir wirklich mehr Mühe. Und ich glaube, die meisten sind auch zufrieden mit mir, aber ja, einfach, es haben auch viele gefragt in den Fragen auf Insta, wie viel Zeit das ungefähr so beansprucht. Und es ist wirklich, es ist schon viel. Auch nur schon mit dem ganzen Organisatorischen und Papierscheiße und bis du überhaupt mal irgendwie eine Idee hast, die auch so ein bisschen zu dir passt, was jetzt mit der Werbung zu tun hat. Also, weil eben, wir merken mega schnell, wenn etwas unauthentisch ist oder irgendwie voll nicht zum anderen Content passt und du probierst dann wie das so ein bisschen, wie könnte ich das jetzt emafizieren? Weißt du, was ich meine? Genau. Und ich behaupte mal, jetzt von den allermeisten Influencer-Leuten, die ich kenne, die meisten machen wirklich nur Sachen, die sie auch cool finden. Am Anfang, so kleine Influencer logisch, da machst du einfach alles, was du bekommst, weil es ist einfach mega cool, wenn du so kannst anfangen mit dem und so. Ich habe einfach alles angenommen, was ich jetzt nicht mehr machen würde. Aber nicht, dass das Produkt scheiße gewesen wäre, aber es ist so, oh wow, es passt jetzt vielleicht nicht so zu mir und was ich sonst so im Leben mache. Wenn ich jetzt eine Werbung mache für, ich weiß doch nicht, wenn ich jetzt was gibt es? Keine Ahnung, ein Nasstüchli wäre ich so, ja okay, aber das ist jetzt nicht mein Prime-Content. Es würde vielleicht besser passen, wenn ich irgendwie für ein Lernprogramm würde Werbung machen. Also, wisst ihr, was ich meine? So,
Darum vielleicht beruhigt das ja gewisse Leute. Es ist wirklich, also ich persönlich mache nur noch Sachen, wo ich auch wirklich dahinter stehen kann, wo ich auch dann mega in meinem Alltag so brauche. Zum Beispiel die ganzen Skincare-Sachen oder die ganzen Make-up-Sachen. Das ist fett in meiner Routine drin. Und darum ist es für mich auch so richtig so ein Stich ins Herz, wenn Leute dann so sagen, die scheiß Influencerin bewirbt doch einfach alles nur für Geld und so. Und ich so, wenn ihr wüsstet, wie viel Geld das ich ablehne, nur weil mir die Produkte vielleicht nicht ganz passen würden, dann würde ich das nicht sagen. Aber das sagt mir logisch, es geht ja gar nicht drauf ein. Ich glaube, das war alles, was ich zu Brand-Deals sagen wollte. Ich wüsste jetzt gerade gar nicht. Ja, natürlich wenn wir alle gerne wissen, wie viel Geld man mit dem verdient, aber erstens darf ich das nicht sagen. Also wir unterschreiben legit, dass wir das halt nicht dürfen sagen. Darum sagt auch niemand etwas dazu, weil es einfach nicht erlaubt ist. Aber es ist auch sowieso zwischen uns verschiedenen Influencer auch mega unterschiedlich. Also jemand, der weniger Followers hat als ich, könnte vielleicht trotzdem das Doppelte für eine Werbung bekommen sein, weil die Person einfach sich besser vermarktet hat oder irgendwie professionellere Videos macht oder keine Ahnung, irgendwie einen längeren Vertrag hat mit dieser Firma oder so. Also es ist wirklich so mega schwer, überhaupt etwas zu sagen. Aber vielleicht, ich habe das schon mal in einem anderen Podcast gesagt, glaube so, wo ich so 30'000 TikTok-Followers hatte, auf Wemse. Nicht auf Wemse. Habe ich hätte ich locker, jetzt aus Brand-Perspektive, hätte ich locker können so 700 Stutz für ein Video verlangen, wenn das Video auch wirklich gut gewesen wäre. So. Das habe ich aber nicht verlangt. Und das war auch nie so gewesen. Aber so, vielleicht gibt euch das irgendwie eine Perspektive. Aber, und man schaut das eben so an und denkt sich so, Alter, das ist fucking viel Geld. Ist es auch. Aber wenn du dir überlegst, wie viel ein Plakat am Bahnhof kostet, wo wahrscheinlich nie im Leben so einen grossen Impact hat wie die scheiß Influencer-Videos, ist es einfach auch irgendwie dann wieder ein bisschen gerechtfertigt. Werbung allgemein ist, glaube ich, einfach fucking teuer. Das Nächste, was ich gerne ansprechen würde, weil das auch sehr, sehr viele Leute interessiert, berechtigterweise, weil es eben aussieht wie so ein Schockeleben und jeder würde das gerne machen können und alle fragen sich, Alter, wie macht man das? Sage ich euch jetzt, was die Anforderungen sind, zum Influencer, Influencerin werden. Erstens, du musst einfach damit klarkommen, dass du wahrscheinlich nie mehr im Leben Leute vertrauen werden kannst, so wirklich, wirklich blind vertrauen von Anfang an. Weil irgendwann kennen die Leute einfach und du denkst automatisch, alle wollen mich ausnutzen, alle sehen mich nur für das, wo ich auf Social Media bin und nicht für wer ich wirklich in echt bin. Also du musst dich einfach abfinden damit, dass du wahrscheinlich so ein Einzelgänger, Einzelgängerin werden wirst. Weil du kannst auch irgendwann, wenn du das erreicht hast, was du am Anfang cool gefunden hast, kannst du auch nicht mehr mit gleichaltrigen Leuten zum Beispiel relaten. Oder Leute können nicht mehr mit dir relaten im Alltag. Weil, obwohl ich zum Beispiel jetzt ich probiere, meinen Content so relatable wie möglich zu machen. Oder? Ich bin ja wie Friends mit euch eigentlich. Und das empfinde ich selber so. Das ist nicht irgendwie so eine Fassade, wo ich es ist nicht es ist nicht fake. Das ist wirklich so. Ich fühle mich verbunden so mit den Leuten, die meine Videos schauen. Und haha, wir kennen alle, wir haben alle das gleiche Leben. Bla, bla, bla. Aber gleichzeitig im echten Leben bin ich ja in einem ganz anderen Space irgendwie als jetzt zum Beispiel meine Mitstudenten. Weil die gehen in einen Café arbeiten, vielleicht 5 Stunden, und bekommen schlussendlich 100 Stutz von dem. Und die sehen nur von mir, dass ich irgendwo auf Berlin geflogen werde, dass ich irgendwie eine L'Oreal-Kampagne habe, dass ich mit mega coolen Brands zusammen arbeite und überall sein darf und Geschenke bekomme und denken sich, Alter, was zum Fick habe ich falsch gemacht? Oder wieso darf sie das und wieso darf ich das nicht? Logisch nicht jeder. Aber es ist einfach so, man merkt, man kann wirklich nicht mehr so relaten und man wird einfach so ein bisschen als etwas anderes angeschaut, was ja auch verständlich ist, ich will das überhaupt niemandem böse, weil ich habe das auch mit grösseren Influencern gehabt, wo ich sie gesehen habe, ich dachte so, oh mein Gott, oh mein Gott. Oder irgendwie, keine Ahnung, wo Nina Chuba vor mir gestanden ist, bin ich so gesagt, oh mein Gott, Nina Chuba. Und habe vergessen, dass sie einfach ein ganz normaler Mensch ist und ein ganz normales Leben führt. So, das ist einfach etwas, mit dem muss man klarkommen können. Und es ist nie einfach und ich glaube, es wird auch nie völlig einfach sein.
Weil man fragt sich schon so, was wäre gewesen, wenn das nie passiert wäre. Hätte ich dann jetzt bessere Friends oder wäre es einfacher für mich, Leute kennenlernen? Könnte ich es auch irgendwie mehr genießen, einfach so im Alltag und bla bla bla. Aber ja, ist halt einfach so. Man muss auch... Coco, gib dir halb. Coco ist sich so verdammt am Abschlecken. Ich glaube, man muss auch mega Durchhaltevermögen haben. Weil am Anfang, das ist auch etwas, man muss so den Cringe-Faktor einfach über den drüber stehen. Du musst am Anfang, Alter, es ist so eine Blamage. Du fährst an und hast 0 Followers auf diesem scheiß Eingang, immer noch von TikTok aus, dem fucking TikTok. 0 Followers. Du fährst an, irgendeinen Scheiß posten und guess what? Wer das am ersten sieht? Die Leute, die dich hassen, Leute, die mit dir in die Schule gegangen sind, deine Verwandten, irgendwelche Leute von deinen Kontexten, die du mal wegen Deep-Hop irgendwie gehabt hast oder so, dein Ex-Freund, dein Ex-Crush, irgendjemand, der Gerüchte über dich verteilt, legit, jeder sieht das am Anfang, ausser fremde Leute. Und jeder wird sich darüber lustig machen. Jeder sagt, ja, was hast denn du gefahren? Und dann, hast du gesehen, was der mal gemacht hat? Oh mein Gott. Und ich habe das firsthand miterlebt, weil der Chris 8 an, falls ihr ihn kennt, mein Homie, er ist nämlich sehr Fan geworden. Und an unserer Schule, wir sind in die gleiche Schule gegangen, jeder hat über das geredet, oh mein Gott, mega cringe. Mega viele haben es auch cool gefunden, aber es ist trotzdem so, oh mein Gott, hast du gesehen, er macht Thirst Traps. Was meint er, wer er ist? Low-key. So. Dann habe ich angefangen, genau zu sagen, Emma, ist es cool, du wirst wieder Christian. Oh mein Gott, lustiges Video. Und ich glaube, es ist halt auch ein bisschen kritisch in diesem Alter. So, man ist halt in dem Alter, wo der Christian noch nie waren. Wir sind in einem Environment, wo du jeden Tag die gleichen Leute siehst, die alle mega close sind miteinander, wo man so voll invested ist. Wenn ich das jetzt angefangen hätte an einer Uni, wo mich keine Sau wirklich, also wo niemand so mit mir redet, weil man kennt sich gar nicht, es sind 300 Leute in einem Raum, so, wäre es nicht so schlimm gewesen zum Anfang. Aber es ist so peinlich am Anfang. Und du musst wirklich einfach durchziehen und du musst zu dir stehen können. Und das ist mega schwer. Weil am Anfang, wenn du anfängst, du weißt ja selber nicht, was du machst und du weißt selber nicht, ob du das cool findest. Du probierst einfach irgendetwas aus und du musst aber trotzdem gegen aussen die Impression geben, dass doch, ich finde das mega cool, was ich mache. Weil sobald du das nicht machst, erstens sieht man das mega am Content, dass man unsicher ist und dass man selber nicht ganz sich wohlfühlt. Und du musst dich wohlfühlen können, um irgendwie etwas überzubringen durch eine Kamera. So, es ist zweitens wirst du einfach sonst fucking gemobbt in Real Life, wenn du dann so bist, ja, ich weiss, es ist mega peinlich, dass ich das mache, bitte rede nicht drüber. Du bist nachher der nächste Joke, wenn Leute merken, sie können auf dir rumhacken wegen dem. Darum, wirklich, es braucht... Ich habe das Gefühl, jeder kann das schaffen, wenn man einfach lang genug durchzieht. Also wirklich. Und halt irgendwie auch ein Konzept hat und so ein bisschen immer ein bisschen das Gleiche macht und so. Irgendwann bist du halt Fame für die Herdöpfel stellen auf die View-Page. Weißt du, was ich meine? So, es ist scheißegal, was du machst, solange du irgendwie etwas machst, wo man sonst nicht so sieht. Wenn du die ganze Zeit nur irgendwie Lip-Sync machst mit scheiß Qualität und man sieht nur die Hälfte von deinem Gesicht, okay, ja, wirst du wahrscheinlich nicht Fame, wenn du es 2 Jahre lang machst. Aber sobald du irgendwie etwas Originelles hast und irgendwie ein bisschen Persönlichkeit überbringst, bist du halt die Person mit dieser Persönlichkeit, egal ob die Leute dich toll finden oder nicht. Dann, was auch von vergessen geht, habe ich das Gefühl, auch selber, also ich habe das heute noch nicht, du musst voll Technik im Griff haben für das. Du musst irgendwie Leute, die frisch anfangen, wachsen so viel schneller, wenn sie gut schneiden können, tolle Audioqualität haben, tolles Video, keine Ahnung, ein tolles Bild, wie auch immer man mit dem fucking sagt, aber ich weiß nicht mal, wie man diesen Sachen sagt. Einfach so, wenn es so smooth ist und nicht so vercrackt und wir sind uns das so gewöhnt, dass Sachen perfekt geschnitten, perfekt gefilmt, bla 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 sind, dass es instant auffällt, wenn etwas nicht perfekt ist und man gerade weiter scrollt. Nein, irgendwie langweilig. Da ist die Redepause ein bisschen zu lang gewesen, weg. So, es geht um so kleine Sachen und wenn man das im Griff hat, habe ich das Gefühl, dann geht es auch viel schneller, um irgendwie etwas zu erreichen. Dann braucht es auch ziemlich viel Kreativität und Spass an dem Ganzen, weil sonst verleidet es dir ganz schnell, kann ich euch sagen. Du musst überlegen, im besten Fall postest du jeden Tag ein neues Video. Ist bei mir jetzt nicht so. Aber im besten Fall würde ich das machen. Du müsstest jeden Tag eine neue Idee haben.
je nachdem, was dein Content ist und so, ist es natürlich auch weniger aufwendig. Wenn ich jetzt nur so Textvideos mache oder so, ist es weniger aufwendig, als wenn irgendwie jedes Video von mir ein Kochvideo ist, das professionell aufgenommen worden ist. Jetzt ist die Coco vom Bett runtergefallen. Gogo, nein, das liegt her. Also die Coco ist jetzt bei mir, sorry, falls man irgendwelche Coco-Geräusche gehört, das ist jetzt einfach irgendwie so. Ich weiss nicht, was ich gesagt habe, du brauchst einfach extrem viele Ideen und Kreativität und du musst auch einfach so Lust haben, um das zu machen. Darum sage ich so, der Spass daran ist mega wichtig, weil es ist so, du musst hyped sein, um so ein Video zu machen, weil wenn du selber nicht mal hyped bist, wärst du sonst hyped sein, dass du ein neues Video gepostet hast. Und was auch ganz klar realistisch gesagt werden muss, ist, dass du musst damit klarkommen können, dass du fucking den ganzen Tag am Handy sein wirst. Ich glaube, sie hat Gacki auf meinem Stuhl hinterlassen. Es hat... Sieht man das? Das da ist braun. Ich hoffe, es ist Dreck von ihren Füßen, Mann, grusiger Hund. Ja, auf jeden Fall, man muss einfach damit rechnen, dass man fucking viel am Handy sein wird. Du willst die ganze Zeit schauen, was die Leute zu dir sagen. Du musst die ganze Zeit available sein für die Brands. Du musst die ganze Zeit irgendwie Ideen aufschreiben. Du schaust, was haben die Leute für DMs geschrieben. Alles das. Glaube ich habe eine Screentime von irgendwie 8 bis 11 Stunden am Tag oder so. Und ich weiß nicht, wo zum Fick die Screentime reinkommt. Fair, es ist auch in der Uni. Mein iPad braucht auch Screentime für die Uni. Muss man auch noch angemerkt haben. Aber wenn ich mir richtig Mühe geben würde, wäre ich auch doppelt so viel am Handy als wie jetzt. Also ich meine, ich probiere jetzt schon nicht so viel am Handy zu sein. Wenn ich richtig durchziehen würde, wäre das keine Option. Dann noch so eine andere Sektion, so Realität hinter den Kulissen, steht auf meinem iPad. Erstens, dass wir relaten. Also für mich ist wirklich so, ich habe das Gefühl, ich bin ein Alien. Und ich bin ja nicht einmal so... Also mein Point ist ja, dass ich irgendwie einfach so normal Emma bin und mein Content einfach so mache. Und ich fühle mich schon wie ein Alien. Ich frage mich dann, wie sich Leute fühlen, die sich vielleicht sogar noch verstellen oder irgendwie crazygeren Content machen als ich oder so. Aber es ist wirklich so, du bist abgeschottet, low-key. Und du kannst nichts dagegen machen. Und es ist einfach so, und du musst das akzeptieren können. Go. Nein, aber jetzt du mit deinem Gaggi-Anschlag, jetzt bleibst du einfach weg. Dann, was auch mega unterschätzt wird, glaube ich, ist, dass sobald du mit dem anfängst oder sobald du Erfolg hast damit, werden sich extrem viele Leute in deinem Umfeld, in deinem nahen Umfeld auch irgendwie trotzdem gegen dich stellen. Also quasi sich nicht für dich freuen können oder dir das nicht gönnen können oder irgendwie das cringe finden, sich für dich schämen, eifersüchtig sein, das Gleiche wollen haben wie du, irgendwie sagen, du bist abgehoben. Fair, wenn es stimmt, aber jetzt bei mir persönlich kann ich sagen, ich bin überhaupt nicht abgehoben. Ich bin vielleicht wenn dann selbstbewusster geworden, aber das wäre es dann gewesen. Es werden Leute das ausnutzen, dass es ist eine Sensation, etwas von der zu wissen. Komm, ich erzähle das weiter, weil dann ist, weißt du, wie geil sich Leute an dem auf, wenn ich kann erzählen kann, hast du das gewusst? Emma ist schon früher Böhme, zum Beispiel. So, das so ausnutzen, dass es wie spannender ist, von mir jetzt Gossip zu hören, zum Beispiel als vom NPC, vom Volk. Wisst ihr, was ich meine? So. Und ich will das auch gar nicht so abgehoben sagen, aber rein objektiv gesehen ist es ja verständlich, dass das von mir, wo ja das Privatleben eigentlich auch privat bleibt, dass dann auch umso spannender ist, etwas dann vom Privatleben zu hören. So, du musst einfach ständig überlegen, kann ich denen das jetzt erzählen? Sind sie hässlich auf mich, wenn sie herausfinden, dass ich das und das offeriert bekommen habe? Sind sie happy für mich, wenn ich sage, ich darf dort und dort anreisen? Oder soll ich lieber nicht erzählen? Werden sie das da jetzt wieder? Kann ich ihnen erzählen, dass ich einen Typ am Start habe? Oh mein Gott, das habe ich gar nicht aufgeschrieben. Aber das ist auch so cringe, wenn man in meinem Alter ist, wo man ja tatsächlich noch aktiv datet normalerweise und so ein bisschen sein Leben probiert herauszufinden und so, was mag ich an Männern und so. Alter, dann laufst du auf der Straße rum mit irgendjemandem, den du vielleicht zweimal gesehen hast und die ganze Welt ist so, oh mein Gott, ist das der Mann? Ist das der Mann mit einem Typ? Oh, hast du gesehen? Hast du gesehen, der Typ? Meinst du, das ist ihr neuer Freund? So, aber Leute, ich probiere selber an diesen Typ kennenzulernen und die ganze Welt meint wahrscheinlich, das ist jetzt mein Freund, den ich seit 2 Jahren habe. Dabei habe ich nicht mal eine Ahnung, was sein Geburtstag ist. So, das ist wirklich fucking unangenehm. Vor allem, wenn es dann so, weil ich ja eine öffentliche Beziehung hatte, sind die Leute so, oh mein Gott, ist sie nicht mehr mit dem zusammen? Die Leute haben das, ich bin schon seit einem Jahr nicht mehr mit dem zusammen. Und trotzdem sind die Leute so, oh mein Gott, was ist das für ein Typ? Oh hey, ich habe dich mit dem und dem gesehen. Ist das jetzt dein Freund? Bro, was soll ich sagen?
also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich mit 40 verschiedenen Männern, auch wenn, none of your business, aber ich wäre einfach, jedes Mal bin ich einfach so, Alter, ich wäre am besten einfach daheim bleiben. Und was auch noch Realität hinter den Kulissen ist, dass es schon einige Influencer gibt, die nicht so sind, wie sie sich kennen. Und das ist auch voll fair, weil es funktioniert ja anscheinend. Es gibt aber Leute, die faken irgendwelche Disabilities, die hocken fucking so hässig dort, obwohl ihr Content darauf so Dings basiert, dass sie so happy und smiley und oh mein Gott, du musst so alle lieb sein und du bist oh mein Gott, positive vibes only und nachher können sie nur mal Danke und Bitte sagen. Es gibt Leute, die machen ihren Content auf wir müssen auf die Welt aufpassen und Klima und nachher fahren sie in einem Mercedes rum. Es gibt alles. Und besser tun ihr auch mich nicht, niemand, so hoch auf irgendein Podest stellen, weil am Schluss des Tages, wir sind erstens ganz normale Menschen. Es kann sein, wenn du uns begegnest in der Wildnis, dass wir gar keinen Bock haben, dass wir einen scheiß Tag haben, dass wir keine Streit haben, dass wir krank sind, dass irgendetwas ist, dass wir ein verdammter Hurensohn sind in echt. Und dann ist das ganze Bild von uns zerstört. Wenn du uns siehst als irgendwie etwas mega Spezielles und die ist so cool und ich will so sein wie sie. Aber wenn du auf Anfang an denkst, ja okay, aber die ist fix ihre eigenen Probleme und die ist auch einfach, die findet ja auch nur gerade das Coole und so. Wenn du mich dann auch mal siehst und ich dich vielleicht enttäuscht quasi, dann ist das für dich auch nicht so schlimm. So, bitte erwartet nicht zu viel von uns. Auch in der Influencer-Szene sehr oft, also was mir schon aufgefallen ist, dass es immer nur um Geld geht. So, du bist an einem Event und Leute wissen nicht mehr, wer du bist, aber trotzdem wird so gefragt, wie viel kriegst du für eine Story? So, what happened to hello? Hi. Ja, ich finde die mega cool. Seit ich jünger bin, ich schaue jedes von deinen Videos. Wieso bist du so disrespectful zu mir? Und was auch, oh mein Gott, mega oft so die Vlogs von so Events, wo man war. Ich denke mir so, Digga, wie hast du das geschafft, das so darzustellen? So, du bist dort gehockt und hast dich gelangweilt des Todes und im Vlog ist dann so, oh mein Gott, das war so toll gewesen und wir haben sie gerne da gehabt. Schau mal das und das. Bist du so, wann hast du das gefilmt, Digga? Und wieso habe ich nicht? Wieso, wo bin ich gewesen, wo das Ganze passiert ist? So, vergleicht euch nicht fest mit dem Bild, das euch gewisse Leute vermitteln auf Social Media. Weil glauben mir, sie haben es immer selber so erlebt. Sie brauchen einfach irgendwie Content, wo Leute anschauen wollen. Und ich probiere das auch nicht zu verurteilen, weil es gibt ja Leute, die machen das legit Vollzeit und das ist ihre einzige Einnahmequelle und sie haben nicht irgendwie eine andere Ausbildung, die sie machen oder so, nichts, wo sie sich daran heben können. Und dann musst du halt auch abwägen, okay, was mache ich jetzt, um mein scheiß Geld zu verdienen? Genau gleich, wie du im Büro vielleicht Sachen machst, wo du eigentlich vielleicht nicht ganz dahinter stehst. So, wo sind Grenzen und wo judge ich jemanden für, ja, okay, das Video ist am Schluss trotzdem cool rausgekommen, wenn es voll nicht realistisch war. So, ja, okay, viel Spaß. Solange ich es selber nicht machen muss, ist ja okay. Aber was auch sehr oft auffällt, ist, dass es einfach Influencer gibt, die Geld verdienen, aber ihre Reichweite damit aufgebaut haben, dass sie einfach Content nachmachen und klauen. So mega viel. Machen einfach so 1:1 die englischen Videos, die jeder auf der View-Page hat, einfach auf Schweizerdeutsch oder auf Deutsch und sahnen sich so einfach so den ganzen Fame ab, schreiben nirgends an, von wem das gekommen ist oder so und fühlen sich einfach richtig toll damit und einfach so, ja, aber okay, aber hast du selber etwas dazu beitragen? Du hast es legit sogar mit Google Translate übersetzt. Man merkt, dass es mit Google Translate übersetzt ist. Aber okay, eben, wieder schön, wenn es gut ankommt. Hat es ja irgendwie funktioniert. Das sind ja wir schuld, dass wir es konsumieren. Aber ich würde sagen, ich bin eigentlich fertig mit allem. Es ist verdammt lang gegangen jetzt. Aber ich bin fertig mit allem, was ich selber erzählen wollte. Und jetzt kläre ich noch ein paar von diesen Fragen, die wir auf dem Losemal-Account gestellt worden sind. Und falls du noch nicht dem Losemal-Account folgst auf Insta, folge mir dort. Dann kannst du auch dabei sein in der nächsten Folge oder in irgendwelchen Folgen, wo ich etwas frage. Halt. Mega viele haben gefragt, ob es irgendwie unangenehm oder stressig ist, erkannt zu werden auf der Straße. Ja, es gibt Leute, die finden es mega toll und die können das genießen und eben, die sind so, wow, ich freue mich mega, euch zu sehen und so. Und für mich ist das auch so, wenn ich jemanden Netz kennenlerne, denke ich, also, wow, das war jetzt eine schöne Interaktion gewesen. So, endlich sehe ich mal jemanden in echt so und höre wirklich etwas von den Leuten, die jeden Tag mein Zeug schauen, oder? Aber es ist so unangenehm für mich, das Gefühl von beobachtet werden. Ich weiss, jeder schaut mich an und denkt, die habe ich schon irgendwo gesehen. Und das ist auch, weil die Schweiz so klein ist. Ich glaube, wenn es irgendwo anders wäre, wäre es gar nicht so. Aber in der Schweiz, wir haben ja nicht so viele
Influencer. Man kennt irgendwie so jeden, der etwas macht. Und es ist einfach so, Leute schauen dich an und du weißt nicht, finden sie mich gut, finden sie mich scheiße, was denken sie gerade, sie schauen dich einfach an. Und du musst dann einfach so tun, als würdest du es nicht merken, weil wie komisch ist es bitte, wenn du irgendwie jetzt zurückschaust oder so, aus der Person sagt halt etwas. So, du bist wie so im Zoo, aber du tust den ganzen Tag so, als hätte es keine Zuschauer im Zoo. So, niemand hat ein Ticket für einen Zoo gekauft, aber wir sind alle im Zoo. Es ist so, für mich so komisch. Und ich weiss wirklich nicht, wie ich damit umgehe, obwohl ich seit 2 Jahren erkannt werde. Ich probiere einfach nett zu sein und habe nachher das Gefühl, ich bin mega asozial gewesen. Einig zu den Leuten, die Produkte anwerben, wo sie nicht dahinter stehen. Ich denke, es ist mega kritisch, weil ab und zu gibt es vielleicht auch ein Produkt, wo du erst im Nachhinein merkst, so, oh, ist irgendwie jetzt trotzdem nicht so gut oder oh, das habe ich gar nicht gesehen, dass es vielleicht kritisch ist bezüglich Produktion oder babababa. Dann ist es wie schon passiert. Dann kannst du nichts machen und du darfst die Sachen auch nicht löschen. Du hast wie das Recht weggegeben von diesen Werbungen. Ich finde, wenn dir ganz bewusst ist, so, ja, nein, das finde ich wack, aber es gibt halt fett Geld, ist es halt irgendwie so eine Frage von, wie sehr brauchst du das Geld und wie viel Geld ist es? Es ist wie so die Frage, für wie viel Geld würdest du dir ins Gesicht schiessen lassen? Gratis? Nein, aber willst du das so, vielleicht würdest du es für 1 Million auch machen und trotzdem wäre es mega scheiße und du würdest dich mega schämen dafür oder so. Ich verstehe, dass Leute das Geld verdienen wollen. Ich finde es auch scheiße, wenn es zum Beispiel Sachen sind, wie irgendwie Werbung machen für eine Operation oder Sachen, die wirklich gravierend sind, wenn Leute das auch sehr ernst nehmen, die Werbung. Wisst ihr, was ich meine? Wenn das kleine Mädchen sehen oder nicht nur Mädchen, wenn das junge Leute sehen und du eigentlich nicht dahinter stehst und weißt, es ist vielleicht sogar schädlich. Zum Beispiel, wenn ich jetzt für irgendeine E-Zigarette Werbung machen würde, dann weiss ich schade Leute damit. Das ist nicht vertretbar, egal wenn. Aber wenn ich jetzt irgendwie ein Handy bewerbe, wo ich vielleicht nachher ein Jahr später finde, der Akku war verdammt scheisse, ja, dann halt Pech. So, ist nicht so schlimm. Und ich sage immer, dass es so unglaublich viel Zeit beansprucht. Tut es das wirklich? Ja. Weil es ist nicht nur, ich mache meinen Content. Es ist, ich muss den ganzen Tag muss ich quasi kontrollieren, was sind gerade Trends, was ist gerade aktuell, zu welchem Thema müssen wir vielleicht noch etwas sagen, wo muss ich mich informieren. Schneiden, Brand-Deals, Kommunikation, jetzt bin ich zum Beispiel mit dem Management, hey, wann machen wir das, blablabla. Es läuft die ganze Zeit etwas. Dann Leute noch probieren antworten, irgendwie ständig eben kontrollieren, wer hat was geschrieben, welche Kommentare wo sie löschen. Es ist wirklich eigentlich ständig, weil es halt auch so einfach ist, um darauf zuzugreifen. Ich kann auch sagen, nein, schau die Kommentare nicht an. Aber ich bin wie angewiesen auf diese Sachen, weil ich muss ja wie einschätzen können, kommt es gut an, kommt es schlecht an, was kann ich anders machen, was muss ich besser machen. Also es ist schon sehr anstrengend und aufwendig und vor allem vernachlässigst halt dann wie andere Bereiche von deinem Leben vielleicht. Weil irgendwo musst du ja die Zeit herholen. Das heisst, vielleicht mache ich dann aber nichts für die Uni, wenn ich ein Werbevideo mache oder so. Es ist halt wie jeder normale andere Job, wo du halt andere Sachen dafür nicht kannst machen, während du am Arbeiten bist. Wann hast du angefangen mit Social Media? Im Lockdown, im ersten. Ich war, glaube 16 oder 17 gewesen. Ja, und jetzt bin ich 19. Dass Produkte, die wirklich gut sind bei Product Placement? Oder glaubst du, die sind 99% unnötig? Nein, es gibt sehr viele Sachen, die gut sind. Das ist das, was mich so stört. Es gibt alle die Sachen, die ich bewerbe, bin ich so, wow, geil. Geil, habe ich eine Werbung für das machen. Geiles Sicht. Und die Leute sind dann so, das ist scheiße. Also, nein, ist es eben nicht. Aber ich verstand, dass es unglaubwürdiger ist, sobald halt steht Werbung. Logisch, weil mir wird ja Geld in den Arsch gestopft dafür. Aber man muss dann ich habe das Gefühl, herausfiltern, welche Influencer finden wir glaubwürdig, welche würde man jetzt vielleicht nicht gerade etwas nachkaufen und bei welchen merkt schon, nein, die finden das glaube ich wirklich cool. Und dann ist es halt so. Ich weiß auch nicht, wie ich das bei anderen Influencern sehe, ob ich sehe das nicht so im Kruse, ob sie es cool finden oder nicht. Oh, bist du mehr sozial, seitdem du Influencer bist? Oder hat man dadurch mehr Freunde oder so? Nein. Nein. Alle hassen dich, wenn du Influencer bist. Weil entweder die Leute sind neidisch, low-key, und denken, ich will das auch haben und hassen dich einfach für das. Oder sie haben ein völlig verzerrtes Bild von dir, je nachdem, was du halt für Content machst. Denken sie sich, du bist auch eine arrogante Sau und du kannst das Bild nicht mehr verändern. Das ist einfach so ihre Impression von dir. Oder Leute von deinem normalen Umfeld entfernen sich von dir, weil sie es cringe finden oder weil sie sich nicht mit dir identifizieren können. Oder
Oder halt, ja, also nein, ich habe definitiv nicht mehr Freunde, Freundinnen bekommen durch das, aber es ist für mich viel einfacher, in sozialen Situationen irgendwo Neues dazuzukommen. Weil ich habe das Gefühl, es ist schon so ein bisschen der Vibe, so, oh mein Gott, Emma, hey, du bist doch mega lustig oder du bist toll oder so. Und vielleicht bin ich auch ein Hurensohn, weißt du, die wissen das nicht, aber die haben instant so ein Bild von mir, so, dass sie irgendwie so ein bisschen, glaub, sich zu mir attracted fühlen, so, oh, mit Emma will ich mal kurz reden. Was es mir natürlich einfacher macht als schüche Sau, dass ich nicht auf Leute zugehen muss oder so. Zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, wenn es jetzt an einer Party wäre oder so. Aber ich meine, schlussendlich, das sind ja auch keine tiefe Freundschaften oder so. Wie gehst du mit Hate um? Einfach ignorieren ist schwierig. Ja, es ist schwierig. Oft will ich dann einfach nicht so auf mir sitzen lassen, wenn es wirklich so ein grässlicher Kommentar ist. Dann antworte ich auch, sorry, dann bin ich einfach so, probiere so logisch und rational wie möglich zu sagen, hey, was hätte das jetzt gebracht oder fühlst du dich jetzt besser oder bla bla bla. Und dann heisst es auch immer von allen anderen im Business so, Alter, Emma, hab doch mal die Fresse, sag doch einfach nichts dazu, lösch es doch einfach. Und gewisse Sachen tue ich wirklich auch einfach löschen. Gewisse Sachen sind einfach so unter der Gürtellinie, dass ich nicht will, dass das irgendjemand liest. Und ja, sonst denke ich mir einfach so, ja, du Hurensohn. Ich probiere wirklich so, dass einfach nicht, mir nicht zu Herzen nehmen. Was aber auch wirklich schwierig ist, wenn du authentischen Content machst. Ich denke mir so, ja, aber das bin ich auch wirklich ich. Ich kann nicht sagen, ja, nein, das bin ich ja gar nicht. Das muss mir nicht nachgehen, sondern das ist ja wirklich meine Persönlichkeit, die im Internet ist. Und wenn das dann über Scheiße findet, bin ich so, okay. Ja, irgendwann gewöhnt man sich einfach dran. Am Anfang ist es wirklich schlimmer. Musst du selber Management suchen oder kommt es einfach? Ich denke, die kommen vor allem auf einem zu, weil sie einem so ein bisschen im Blick haben und irgendwann so wieder, ah ja, die können zu uns passen, kommt zu uns. Ja, also bei mir ist es, sind zu mir gekommen. Hey, wollen wir mal sprechen? Und ich dachte, ja, ist schon gut. Mega viele haben auch gefragt, ob ich je darüber nachdenken habe, aufzuhören oder das irgendwie bereut habe. Bereut? Nein, ich frage mich einfach wirklich noch recht oft, so, wie könnte mein Leben sein, wenn das nicht so wäre. Eben, wie ich das auch schon irgendwo formuliert habe am Anfang, so, es ist halt schon so, mein Leben wird nie mehr gleich sein. Und ich werde nie nicht die sein, die die Leute erkennen und irgendwie denken, ah, die habe ich doch schon irgendwo gesehen. Und bis jetzt ist es zum Glück nie so, «Hä, du dumme Sau, Alter, schau mal, was du gemacht hast», weil ich zum Glück nicht gecancelt worden bin für irgendetwas. Aber imagine, ich will mich canceln, ich bin nachher mein ganzes Leben die das und das gemacht hat. Ist auch jetzt so ein nice Gedanke, aber ich probiere nicht über das nachzudenken. Nein, eigentlich nicht, weil ich mache es ja mega gern. Und es macht mir Spass und ja, ich sehe jetzt auch, wer meine echten Friends sind und wer mich unterstützt und wer für mich da ist und wer halt einfach gar keinen Bock auf mich hat. Und das ist auch voll okay so. Und ich habe auch so ein bisschen mein Ding gefunden, das ich gerne mache und wo ich auch spüre, so, okay, das kann ich vielleicht auch gut. Wo ich vielleicht vorher nicht gewusst habe, Bro, ich glaube, ich kann gar nichts. Aber jetzt habe ich so ein bisschen das gefunden, wo ich weiss, so, wow, ich kann die Leute irgendwie unterhalten. Und das ist ein mega cooles Gefühl, so etwas zu haben, wo du weißt, das mache ich gerne und das kann ich auch gut. Mega viele haben auch gefragt, ob ich davon leben könnte. Ich glaube schon. Also vielleicht jetzt nicht gerade mit meiner ganzen Pferdesituation, so, aber als so normaler Mensch, der nicht 50 Millionen Tiere bewirtschaftet, könnte ich wahrscheinlich schon davon leben, ja. Bahnen haben auch gefragt, wie lange es geht, um ein Video zu schneiden. Es kommt mega darauf an, wie klein es sein muss, wie lang das Video ist und so. Aber wenn ich so ein 1-Minuten-Video habe, bin ich schon eine Stunde dran wahrscheinlich. Auch einfach, weil ich es nicht gut. Ich glaube, wenn ich es besser könnte, würde es auch schneller gehen. Aber das ist ein bisschen schwierig für mich. Ab wann verdient man Geld, wenn überhaupt? Das ist völlig unterschiedlich. Es gibt Leute, die können auch schon mit 2000 Followers auf TikTok Brand-Deals haben oder so. Aber ich denke, bei mir hat es eben so bei 30'000 auf Wemse auf TikTok, sorry für den Vergleich, Wemse hat jetzt im Moment, ich glaube so 315'000 Abonnenten. Aber es ist halt international, also es ist halt nicht so heftig, wie wenn du nur Schweizer Followers hast. So bei 30'000 hat es dort bei mir angefangen. Und ja, aber es ist mega unterschiedlich. Und dann noch die letzte spannende Frage ist, wie lange ich es noch machen werde. Und ich glaube, ich habe es letztes Mal auf Insta gepostet. Einfach legit, solange wie es mir Spass macht. Und solange wie ich das Gefühl habe, es macht auch anderen Leuten Spass. Wenn ich nur noch mich selber da belustige und alle sagen, Alter, du bist so scheiße, verpiss dich vom Internet, würde ich wahrscheinlich auch irgendwann vielleicht sagen, ja, okay, ja, ich glaube, vielleicht bin ich jetzt nicht mehr so passend für das, oder? Solange es mir halt auch noch den Rest von meinem Leben erlaubt. Also ich studiere ja noch,
ich habe noch meine Pferde, ich habe auch noch Friends und andere Sachen, die ich gerne aufrechterhalten möchte. Und die Sachen haben alle irgendwie im Moment noch Vorrang. Mal schauen, wie es ist, wenn ich das Studium hinten bekomme, ob ich dann Fulltime-Influencer wird. Aber im Moment eben ist es auch wichtig, dass ich alles irgendwie unter einen Hut bekomme und darum, vielleicht wenn mal irgendwie weniger kommt oder so, denke ich einfach, ich bin fucking am Studieren. Aber das heisst nicht, dass ich aufhöre. Ich glaube, es wird mehr so schwanken, dass ich mal eine Phase habe, wo ich mehr viel mache und eine Phase habe, wo ich vielleicht kurz mal weniger mache oder so. Aber so richtig aufhören sehe ich jetzt auch nicht ganz. Vielleicht wenn ich irgendwie ein Kind habe oder so. Teen Mom? Nein, nicht Teen Mom. Grown-up Mom. Ja, also die Folge ist jetzt richtig lang. Ich freue mich schon richtig, die zu hören und zu schneiden und mit der Technik zu kämpfen. Ich hoffe, es war irgendwie informativ und spannend gewesen, weil es redet irgendwie niemand darüber und ich habe Bock darüber reden. Falls du Influencer-Person bist und das gehört hast und irgendwie offended bist, sorry, fühl dich nicht angegriffen. Ich bin mir sicher, du bist mega cool. Und ich will auch irgendwie da nicht, es ist halt auch ein bisschen blöd, weil es sind wie so Arbeitskollegen, müsst ihr euch überlegen. Und dann irgendwie so dein Business so exposen oder so ist halt auch ein bisschen scheisse. Aber ich meine es wirklich nicht böse, es ist einfach nur realistisch gemeint. Und ich bin mega happy mit all den Brands zusammenarbeiten, die ich zusammenarbeite. Und es ist nie ein Front an die. Und es juckt mich auch hart nicht, dass ich irgendwie mal zu wenig Geld verlangt habe oder so. Und jetzt so sagen, wow, ja, das hätte ich mehr verlangen sollen. Oder ja, die Werbung hätte ich jetzt gescheiter nicht gemacht. Das ist nicht als Front gemeint, sondern mehr so, ich habe etwas daraus gelernt. Und ja, jetzt bin ich ein bisschen mehr am Überlegen, was ich mache und was ich nicht mache. Geben wir euch ein Feedback auf Instagram wieder. Unter dem Feed-Post folgt. Hört mal. Es ist einfach «Hört mal» am Stück. Und wir sehen sich nächste Woche. Ich freue mich auf euch. Das war jetzt wirklich gut gewesen. Sorry, jetzt sind wir jetzt richtig gut darüber das zu reden. Ich kann mit niemandem darüber reden, weil es juckt nämlich niemand in meinem Umfeld. Ich bin einfach so die verwöhnte Emma in meinem Umfeld. Tschüss! Hab euch lieb. Alle fronten mir immer, wenn ich so etwas sage. Du hast uns gar nicht lieb. Du kennst die Leute gar nicht. Was sagst du eigentlich? Hey, Friends, willst du eigentlich uns manipulieren? Ja, will ich. Ich bin Influencerin, ich mache das. Tschüss.